Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Bitte die nicht gewusst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör Du weißt sicher weiter, niemals mach weiter. damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Du weißt, was Haft ist. Keine Ahnung, was der Bass geht. Bass-Rap. Was ich mache, ist kanakisch. Ja, Mann. Hast du es gesehen? Nein, du? Knapp, sehr nah vorbei. Elton John. Ah, geil. geil. Applaus. Nein, ist gut. Liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Kurz und bündig, Mark. Da weißt. Dass es Haft ist. K. Genau so. Okay. Welle hin, Welle her. Tsunami oder was? Wie ist das? Der ist stark. Sehr gut. Hast du das Video mal gesehen? Von dem, der Clip von dem, ja, Bro. Das ist ja so ein Ding. So ein Janky. Nehmen wir da hin. Und er macht Welle hin. Ein Drogenabhängigen. Genau. Hurensohn, ja. Stimmt oder stimmt nicht? Sagst du nicht? Muss ehrlich sein. Muss ehrlich sein, mein Bruder. Ja, Mann. Hey, los zu, Bro. Dime. Ich habe Papi. eine neue Idee für eine Rubrik. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wie sie heißt. Aber wir reagieren jetzt gemeinsam auf Slide-Versuche von Typen. Nicht bei mir. Normal nicht. Normal nicht, Bruder, Mann. Wobei der Bruder, weißt du? Wobei du hast schon ein Slide kassiert, seit wir einen Podcast machen. 1, 2, 3 Slide. Nein, 2. Okay. Also, welchen meinst du? Also ich weiß von dem, wo du abgesagt hast, aber dem. Nein, Bruder, am Ende vom Tag, weißt du, ich fühle mich geehrt, Mann. Was soll ich sagen? Normal, Mann. Gut aussehender Also, junger Bro, Mann. du weißt doch genau, jedes Mal, wenn wir jemanden kennengelernt haben, der schwul ist, so die erste Frage. Schieder aus der Buschfuhl. Why are you gay? Who says I'm gay? Who says I'm gay? You are gay. Erst das mal gay, das geht 1,5 Stunden oder so. Ich habe es mit dem Gilly Gap und dann hast du kaputt. Bruder. Er kommt so mit dem Umbrüchen, so, die gay people, they like to put us in the ass. Alter. Bro, es ist Comedy pur. Also, hast du nie jemanden gefragt, der schwul ist, so, würdest du mich? Nein. Nein, ich habe auch nicht. Das wäre Okay. auch ein bisschen komisch. Das wäre auch ein bisschen schwul vielleicht. Ja, vielleicht weiß ich Was voll okay ist, Was aber sehr ich bin nicht komisch. schwul. Also, es interessiert dich nicht, ob dich ein... warte schon. Also, interessiert dich nicht, falls jemand, der schwul ist, ob er dich heiß findet oder nicht. Es juckt mich nur mit der Meinung von meiner Freundin. Wie sie mich findet, der Rest. Krass. So jetzt? Bro, ich gehe raus und wenn sie sagt, es ist gut aus, dann ist gut. Und wenn nicht? Dein Bruder Gleis ist nicht so weit weg. Scheiße. Okay, aber auf jeden Fall, bevor wir über das reden, über Sliding-Versuche, würde ich gerne noch schnell mit dir über Instagram reden. Ja, ich slide nie. Ich kann in meinem Leben... Nein. Ja. Voll. Also, ich weiss, bei dir ist schon... Es geht jetzt nicht mal um Slide, es geht voraussichtlich darum, was läuft in letzter Zeit auf Instagram
mit diesen Anzeigen, Bro. Mit der Werbung. Aha, ja, ach so. Also in letzter Dann Zeit... kann ich so, wer ist angezeigt worden? Anzeigen? Nein, mit der Werbung, Bro. Ja. Also in letzter Zeit, Bro, ich sehe die ganze Zeit... Ich habe ja schon mal über einen gehatet. Der ist gar nicht mehr so schlimm, Bruder. Jetzt kommt... Ich habe dir gesagt, Bro. Ich habe dir gesagt. Lass den Bruder einfach machen. Nein, Er Bro, geht seinen Weg. er soll sich ficken. Aber ich meine, was jetzt mehr kommt, sind so die... wie heißt der? Dominik irgendetwas. Hey, willst du in Bali arbeiten? Ah, das hat jetzt auch Schweiz erreicht, meinst du? Bequem von online? Dropshipping Bro. mit den Kindern. Alter. Vor 5 Jahren in Deutschland. Bei uns erst jetzt angekommen. Ey, nein, Bro. Ich zeig dir, wie du... Nein, Bruder, zeig nicht. Genau. Bruder, zeig nicht. Zeig nicht, voilà, zeig Wallah, nicht. hör auf, Ich gönn dir, Bruder. krass, Lass mich raus. aber zeig mir nicht. Er so, hey, willst auch du in Dubai? Wie ich. Jeden Tag. Alles, was ich brauche zum Arbeiten, ist mein Laptop und die elende Hurensohn-Visage. Und eine stabile Internetverbindung. Und eine Stabilität. Das sagen sie immer, stabile Internetverbindung. Bro, es regt mich so auf. Und mittlerweile, Bruder, Dropshipping ist einfach... Digitec ist auch Dropshipping, nicht? nein, weil Dropshipping ist, wenn du das nicht in deinem Lager hast, in deinem eigenen. Ah, stimmt. Also sie Was sie auch zum Teil haben. ja, Es steht Bruder, immer, wird direkt vom Kunden ja, versendet. aber es steht dort. Ja, fix. Beim So ist- Dominik Hast das stellst Gefühl, und es wird da gemacht und es wird da verschickt per A-Post. voll, Bro, ist ein Schweizer Online-Shop und Temu, AliExpress, was auch Mhm. immer, schickt es dann direkt an deine Adresse. Bruder, scheiß mal auf das. Sollen die Hurensohn machen. Was mich einfach stresst ist, Bro, ohne Scheiß, jede 50 Story ist bei mir mittlerweile eine Werbung. Ja, aber das ist auch fix so, Bro. Mich hat es immer Wunder genommen, wenn du einfach mal scrollst. Ja. Nach jedem dritten oder vierten Beitrag ist der 5. Beitrag Anzeige. Bruder, sogar wenn du auf Profil von Leuten gehst, zum Profil Ich habe gedacht, so, hä, sie dann tust du Clash of Clans? Ich Clash of schwöre. Clans, der Post ich so, Clash ah, of Clans. Clash of Clans. Bro, es ist so übertrieben. Ja, ist schon übertrieben. Also, ohne Scheiß, ich komme mir vor wie bei einer Black Mirror-Folge. Checkst du? Ja. Schon lustig, dass wir zwei, die auch Social Media haben, sagen, es ist so scheiße. Nein, Bro, aber ich schwöre, es nervt mich richtig. Gell? Ja. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf Instagram oder sonst irgendwo sein. Weil sie einfach übertrieben mit diesen Werbungen, Bro. Maßlos. Oder? Also jetzt ehrlich. Übertrieben. Also, Bro, ich sehe teilweise Werbungen von Leuten ohne Schamgefühl. Leute, die einfach ohne Schamgefühl direkt so. Es ist eine Firma. Gell? Niemand hat ihm etwas erklärt, dass Social Media etwas Gutes ist. Du kannst Kundschaft holen. Und er macht Video, wie er etwas, seinen Job am machen ist, aber er nimmt sich selber auf, also hauptsächlich auf Insta, dann läuft es schon. Bro, Nachher nimmt das, er sich auf, dreht sich um, geschafft seine Anschritte und so. Bruder, das und nachher, es haben so viele Firmen angefangen mit eigenen Social Media Videos. Bruder, ich schwöre auf alles. Es ist so Bro, cringe. das kann man anschneiden. Das kann man anschneiden. Ja. Ich glaube, mittlerweile haben es mir alle gesehen. Jedes Unternehmen in der Schweiz ist hip, ist cool, hat coole Leute. Jedes Unternehmen in der Schweiz hat nur motivierte Mitarbeiter. Wenn jeder geht fragen, jeder hat immer Antwort parat. Was sind deine... Und sie machen es, weißt du, so Kische lustig, weißt du. Sie gehen nicht so fragen, was liebst du an deinem Job? Sondern, oh, der Tobias ist im Pausenraum. Du, Tobias, was machst du am liebsten im Pausenraum? Ich spiele gerne Töckeli. Das ist mein Hobby. Ne? Nachher macht so Einschlag. Na, kein geht weg. Das war's. So fucking unangenehm. Oder du siehst so, es hat einmal eine Zeit lang eine Werbung gehabt von einem Dude, wo so ein älterer Mann und er putzt irgendwie WC und nachher rührt er so völlig plakativ und übertrieben WC-Bürste weg. Und dann sagt er so, Scheißjobs gibt's bei uns nicht. Ah, der liebe ich aber. So, der ja, liebe der ich ist ein aber. richtig geiler Der ist ein geiler, das ist ein Sieg. Deutscher, Bro. Ja, ja. Scheiß Jobs gibt's bei uns nicht. Ja, genau. Beef dich jetzt. Aber es gibt so viele andere, wo zum Beispiel siehst, die Kamera nimmt so auf und die Leute sind so, haben ihre Moderation. So sind's. Schaut Cam, so sind's vor der Cam. So. Genau. Wir sind der Meinung, dass wir... Genau, sie stehen einfach oder nachher hat er so einen Flipchart und dort drauf auf dem Flipchart. Ich kann nicht mehr so... Vielleicht, nur so, shit, ist schon passiert. Bro, auf dem Flipchart steht so ein Ding drauf, irgendwie langweilige Jobs. Und nachher macht er der Hand auf Flipchart und reißt weg. Nicht bei uns. Bei uns gibt es keine langweiligen Jobs. Ja, Und voll. dann schaut er so 2 Sekunden, Bro. Oder so 2 Mechen. Ich kann dir einen sagen, Ja. wo ich nicht ihnen das hate, sondern ich würde mehr sagen, das wäre vielleicht
eine Anregung gewesen, dass Ja, du ja, ich weiß. eventuell solltest investieren ins Marketing. Ich weiß genau, wer du meinst. Du siehst, er hat einen AirPod da. Ja, ja. Und die Qualität ist auch so. Ja, und ja. er so. So, also er so hocken. Auf einem ganz normalen Stuhl. Er ist mit iPhone 10 aufgenommen sogar. Er so. Willst du? Ja, es ist nochmal synchron, Ja, Bruder. er so. Es ist Willst nochmal du? synchron. Willst du ein bisschen nebenbei etwas verdienen? Voll, Bro. Es ist Na, und der Hund, wuff. Und ich denke mir, wieso? Grundsätzlich hast du eine gute Idee, Ja. hast keine schlechte Idee. Du hast einen professionellen Webauftritt, professionellen Auftritt Meinst von du der App. die Seite, die aus Vinti ist? Ich weiß nicht, aber das ist so die. Du kannst Das ist so Dienst buchen. genau, du kannst auch sagen, Genau. sowieso der Gärtner, der, Genau. wo der Omi Bro, die unterstützen regt geht. mich so auf. Mach's doch einfach, weißt du, wenn du ja so, ich meine, die Firma gibt es seit. Ja. Aber er macht es jetzt. Jetzt Ja, macht er es, aber weißt du, wer macht er es? Mit einem jungen Typ. Mit einem 16-Jährigen, der Mit er einem ausbietet. Ich 16-Jährigen, weiß, er ich bietet den aus. Ich weiß, er bietet den aus. Bruder, Ich sehe, er so. Er weiß immer, wie Lohnzahlung funktioniert. Er so. voll. Willst du etwas nebenbei verdienen? Jeder 15. vom Monat bei uns gibt es Auszahlung. Bro, ich habe das gesehen und ich denke, erstmal ich ihn gesehen, wenn ich das Kind gesehen oder der Bub, denke ich mir so, ach, was ich, gehe nicht weiter. Wenn ich Kind denke ich mir so, du musst nicht. Bruder, ich schwöre auf alles, das Geld, das ihr investiert in die. Weißt, du, Leute denken sich so, komm, ich spare mir die Agentur, die das macht. Ja. Bruder, du kannst mir glauben, wegen der Wirklich. Werbung, die ihr aufladet, Wirklich. kaufe ich bei euch nicht ein. Wirklich. Also, Never ever. wenn ich so etwas sehe, das Einzige, was du erreichst, Ja. mit dem ist einfach, ich weiß, dass es nicht existiert. Also, Ja. Schon gut, ich lande jetzt. dass einfach die Firma unterwegs ist und was sie macht, aber ich bin nie so, oh, krass, gehen wir. Also, zum Beispiel jetzt bei uns im Büroumzug. Sagen wir haben jetzt nicht die Kollegen gehabt, die es cool fanden. Mhm. Dann hätten wir jetzt genau über die App Leute buchen. Genau. Ich hätte nicht über die App gebucht. Nein, Bro, ich wäre in Asylheim gegangen, hätte. Sorry, Bro. Mhm. Mhm. Aber du weißt, was ich meine. Wolltest du nachher so, hä? Ja. Du machst so geile Geräusche. Nein, Bro, du weißt genau, was ich meine. Es ist einfach ja, ich weiß. das Einzige, was ihr macht mit diesen Werbungen, die ihr schaltet. Dass wir über euch reden, aber nicht mal euren Namen sagen. Checkst, wir sagen nicht mal euren Namen. Oder? Und zu all dem ist eben auch noch. Wieso machen ihr das? Also weißt du so. Und gerade wieder jetzt habe ich jemanden gesehen, der mit seinem Firmenaccount, also 1500, 1700 Follower hat, weißt du, irgendein Gärtner, irgendein Privatunternehmen, kann alles Mögliche sein. Aber einfach einer, der ein Unternehmen hat mit dem Geschäftsunternehmen, hat er angefangen, wieder Racist-Scheiß kommentieren. Alter. Und dann dachte ich so, okay, Bro, niemand in deinem Leben ist der Meinung wie du. Mhm. Jeder lebt miteinander, jeder geht miteinander um. Ich bin nicht deiner Meinung und ich finde dich auch ein Peach, Mhm. aber du bist genauso wie ich da. Ich muss mit dir klarkommen, Mhm. so oder so. Voll. Aber wenn du so etwas postest, Bro. Weißt du, das wünsche ich mir bei so einem Fall? Was? Konkurs. Wirklich? Wallen. Direkt? Direkt. Privatinsolvenz? Nein, Bro, Straße. Direkt? Straße. Krass. Weil die haben einfach es nicht verdient, im 21. Jahrhundert selbstständig werden. Du kannst im 21. Jahrhundert mit einem Scheiß Geld machen, solange du ein gutes Marketing hast. Genau. Die Dropship-Hurenkinder zeigen das mit Ja. ihren 1000 Videos. Aber ja, Bro, ich meine, es ist einfach schlimm, es ist einfach peinlich und ich hasse es. Ich schwöre, ich hasse es in letzter Zeit auf Instagram sein, wegen dem. Ja. Ich habe einfach keine Lust mehr. So, Keine Lust, keine Lust. Nein, Bro, es ist... Keine Lust. Da oben. Nein, ich habe es bis hier. 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 Nein, Aber weißt du, was ich meine? Es ist wie so, Bruder, ich bin am Morgen am X, das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, direkt Handy. Am Morgen aufstehen am Handy, das Schlimmste, was du machen kannst, Schlimmste. Bruder. Aber ich will nicht, weil unfreiwillig. Du tust schon weg und schon Face ID und schon Nachrichten poppen auf. Voll, Bro. Aber ja, noch. Ich kann mir überlegt einen Wecker kaufen, so einen Retro. Okay. Das ist ein Sagen für ein bisschen. Was? Zurückgeblieben. Was hast du Keine Ahnung, hast du gesagt. Okay, krass. Wie kannst du? Wie willst du eine externe Uhr kaufen? Wie meinst du, wie wollte ich das machen? Ja, aber wieso willst du eine externe Uhr kaufen, die einfach nur Tick macht in dem Zimmer und dich stresst? Du kannst ja auch geräuschlose Uhren kaufen. Okay, aber dann stresst dich, wenn die muss dich wecken. Ja, aber... Hey, Junge. Bro, also Nein, willst du das gehen jeden Morgen? Willst du das jeden Morgen gehen? 2 Minuten. Dann willst du jeden Morgen... Guten Morgen, schön dass ich liebe dich. Bro, Ey, Bro, du regst mich so auf. Was ist denn das Konzept von deinem verfickten Wecker, den du auf deinem Natter hast? das ist ein
Multifunktionsgerät. Und jetzt? Das ist Was mehr, macht's am Morgen? mehr als ein Wecker. Was macht es am Morgen? Ja, Bruder, mir guten Morgen sagen. Es läutet, oder? Es weckt dich auf, indem es läutet. Also es hat mich auf und sagt, den Tag geht los. Genau. Und Ja. nachher bist du am Handy und du bist direkt am Handy. Es geht, ich mach Schlummer. Das kannst du auch mit Wecker. Ja? Ja, sicher. Wie lange geht das Schlummer? Kannst du einstellen. Also du willst einfach das, was du auf dem Handy kannst. Ja, damit ich nicht mehr am Handy bin am Morgen, bist du... Okay, und nachher? Also du hast das Gefühl, Also, weil du... lass mich kurz ausreden. Ich Du willst sagen, du willst... Lass mich Ey, kurz- Junge. Fuck, ich hab mich nicht Lass mich kurz. Nein, lass schnell zu, Bro, bitte. Okay. Darf ich schnell fragen, jetzt ganz ehrlich, machst du das extra? Sag ganz ehrlich. Bro, Bist du mich extra am provozieren? voilà nicht. Für mich Leute, die... Also, jetzt habe ich einen Red Flag. Ich habe schon lange keinen Red Flag. Ich weiß nicht. Ich finde einfach, Mensch ist Mensch. Aber Bruder, wenn ich ins Zimmer laufe und du hast eine Uhr auf dem Nachttisch, Red Flag. Nach Tischli? Das stimmt eigentlich, sorry. Okay. Du so, Aber Bro, vor 3 Minuten haben wir darüber geredet, ja. dass wir gesagt haben, das ist scheiße, dass man am Handy ist am Morgen. Was kannst du machen? Quasi. Das hast du gefragt. Ja. Ich zitiere dich. Du nimmst Handy für, es macht Face ID, Nachrichten kommen. Aber was willst du machen? Das hast du gesagt. Oder? Ja, habe ich gesagt, ja. Okay. Ich habe jetzt eine Lösung gebracht. Ich habe gesagt, Ja. hey, ich kaufe mir eine Uhr. Jetzt sagst du bist so dumm, Mann. Wieso willst du eine Uhr kaufen? Ja, weil du also zuerst, dass die Handy sucht, mit dem Wecker anfängt. Also du würdest sagen, wenn der Wecker von einem anderen Gerät kommt, Ja. wirst du nicht ins Handy gehen. Ja, weil mein Handy lege ich dann nicht mehr neben mich an in der Nacht. Sondern im Keller. Bruder, vielleicht auf den Tisch dort vorne. Okay, dann stehst du auf, gehst Gesicht waschen, nachher bist du 5 Minuten später am Handy, wie sonst. Aber der Unterschied ist, Oh. ich bin aufgestanden, Bruder. Ist das vielleicht echt so dumm? Nein, Bro, aber ich verstehe deine Sicht, aber ich sage, wieso? Es geht ja auch nicht. Du kannst zum Beispiel einfach dem Hirn sagen, ich tue den Wecker wegdrücken und lasse mein Handy dort und gehe mein Zeug so machen. Ja, wenn es funktioniert. wieso Oder du machst gibst einfach das? Geld aus für eine Jedes weitere Problem. Uhr. Nein, Bro, es ist statistisch bewiesen, Mhm. dass du die Energie, die du brauchst, am Morgen, um dein Handy wegzulegen, braucht so viel, oder schon am Morgen tust du so viel Endorphin ausschütten. Brauchst du ein Nasstüchlein? Ja, aber ich hab's. Tust du so viel. Das ist mies gewesen. Oh, sorry. Was machst du? Ich habe wieder stumm. So jetzt. Tust du so viel Endorphin ausschütten, Bro, dass du. Es macht dich einfach schon fertig. Dopamin, Endorphin, Serotonin, keine Ahnung was. Aber weißt du, was ich meine? Und darum macht es eigentlich wirklich Sinn, am Morgen nicht am Handy sein, weil du brauchst so viel Energie, bis du das Handy wieder kannst weglegen kannst. Ja. Darum direkt aufstehen und Handy weg und Ja. nachher gehst du direkt duschen, leist dich an und erst dann gehst du das Handy. Wenn überhaupt. Mein Vater hat mal so eine Phase gehabt. Ja. Er ist am Abend, Ja. so am 11 oder 12, so Freunde, die mal zusammen gewohnt haben, er so ein Zimmer nach dem anderen. Zack, zack, 2 Handys mitgenommen. Auch Ein Zimmer, Handys zack, mitgenommen. und ins Wohnzimmer. Er so, King. diese Strahlen gibt Krebs. King. Ich so, morgen soll ich jetzt anfangen, was von dir im Alltag alles dir Krebs gibt. Er so, das gibt Krebs, ich habe gesehen im Fernsehen. Bruder, wir haben, als ich lange in dieser Firma gearbeitet habe, die Handys verkauft, Mhm. wir hatten ohne Scheiß so Leute, gehabt, so Esoterik-Menschen, Mhm. die so hinten so einen Kleber hatten. Mit irgendeinem Stein. Nein, einfach ein Kleber, Bruder. Okay. So ein bisschen dicker, aber. Ja. Und da, der Kleber, und ich verarsche dich nicht, Das ist so, ihr Gegenpol zum Beruhigen, oder was? der Kleber tut die Strahlen verringern. Oh, Bruder. Aber jetzt, Warte, aber warte, Warte. Der Kleber ist ihnen verkauft worden von halt so Mike Shiva Hurenkinder. ja, fix. Hätte ich auch gemacht, ganz ehrlich. Es Ja. gibt Leute, die es kaufen. King, überleg mal, was denkst du, was kostet so ein Kleber? Bruder, wir reden von einem Sticker. Bro, das tut Strahlen abfangen. Bro. Was denkst Und jedes Jahr werden die Strahlen stärker, Bro. du? Was denkst du? Aber der hebt. Ja. 99. Bro, einfach 80 bis 90 Stutz. Für einen Kleber, Bruder. Und nachher sind Leute gekommen mit kaputtem Handy, weißt du? Nachher haben sie mir Handy-Reparatur schicken. Nachher haben sie so gesagt, oh ja, Moment. Und dann haben sie gesagt, aber können Sie schauen, dass der Kleber dran bleibt? Ich so, nein. Dann haben sie gesagt, ja, aber Ich habe das nicht gezahlt. ja. Und dann sage ich, ja, okay, selber Ich schon. kann einen anderen tun und der kostet mir nur 60. Nachher einen Das ist doch auf Apple. Patafix, Bruder. Ich schwöre. Nein, Bro, das ist wild, aber weißt du das? Also weißt du so. Weißt du, was ich jetzt frage? Dass noch kein Huhn seit Corona auf die Idee gekommen ist, eine Alufolie-Handyhülle machen. Krass. Das wäre. Bro. Bruder. Steh auf. Patentiert. Bro, ich wäre zum Anfang gegangen, so, Jungs, ich stehe hinter euch. Und seit ich das an meinem Handy habe, ich rede über Kinder, es soll einfach keine Kinderwerbung.
Ich rede über Fußball und keine Fußballwerbung. Es hilft. Und das kostet nur 149,90. Ja, das ist schon wild. Eigentlich hättest du mit dem voll Cash machen, nicht? Alufolie Handyhülle. Ja, aber du kannst immer mit Leid und Angst vor anderen Geld machen, das ist einfach wirklich wild. Also, safe, aber mit der Angst kann ich... Und mit Dummheit halt. Also, aus der Angst Geld machen, fühle ich mich eher wohl wie aus anderen Sachen. Fair. Aber ja gut, komm, wir gehen jetzt Zu Slide ursprünglich. zu unserer neuen Rubrik, die ich mal gefunden habe. Ich probiere es mal schauen, ob es gut ankommt. Geil, haben wir sie nach 20 Minuten angefangen. Voll. Aber ist geil. Also eine Kollegin von mir hat mich mit Screenshots von ihrem letzten Jahr. Was ist die Fickerin? Gut, Frau, mit dem wir Papschal DMs über. Genau. Eine Frau macht Insta auf, ding. Das ist der Grund. Ich habe von Insta gerade das Mail bekommen, du bist verifiziert worden, das bist wirklich du. What up, Mami? Okay, auf jeden Fall schon. Also auf jeden Fall, erstmal würde ich gerne fragen, so, hey Jungs, wenn ihr, und ich sage wirklich Jungs, geht mal auf das Handy, schaut mal die Nachrichten und schämen euch einfach mal Pauschal. Es gibt, also erstmal schämen euch wirklich, und zweitens, es gibt ja immer wieder so, vielleicht gibt es so das eine Girl auf Instagram, die ihr schon mega lang, mega hot findet und die haben ihr immer wieder geschrieben und geht mal vor die History, wenn ihr dort seht, dass ihr geschrieben habt, hey, keine Antwort. Hallo, keine Antwort. Stuff Baby, keine Antwort. Und meistens werdet ihr nachher immer schlimmer oder schreibt mal zurück, arrogant, was ist mit dir, bla bla. Auf jeden Fall, wenn ihr einer von diesen Typen sind, die 10-mal schon geschrieben hat und ihr noch keine Antwort bekommt, überlegt einfach, geht einfach mal schnell so in die Ecke bei euch daheim, schaut einfach mal die Wand an und denkt so wirklich 5-6 Minuten, reflektiert mal euer Leben und überlegt euch so, bin ich grenzdebil, so, check ich es nicht, was stimmt mit mir nicht, oder denkt ihr euch wirklich so, hey, vielleicht nicht beim 10., aber vielleicht beim 15. Mal, vielleicht nachdem ich sie elende Hure nenne, vielleicht schreibt sie mir dann zurück. Was ist mit Typen los, Bro? Ey, Bro, wir können, bevor wir darauf eingehen, wäre vielleicht auch spannend, so, dass Michi von uns erzählt. Ja. Also ich kann ganz kurz und knapp halten, ich slide nie. Okay. Das wär's nicht du. Ich auch nicht. Also ganz ehrlich. Also, Stand jetzt? Nein, auch. Also, gehen wir davon aus, von früher, wo ich noch Single war. Sagen wir, wo wir zusammengezogen sind, dort sind wir, glaube ich, nein. Also, offiziell nicht, aber. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo einer sagt, wo eine Interview macht, noch sagt sie so, bist du Single? Und er so, ja. Noch sagt sie, gibt es irgendeinen Menschen, der hässig wird, wenn sie das Video sieht? Nein, und nachher, der Kollege von ihm, er macht so, und der andere, er fängt auch an so, nachher, weißt du, I got you, Bro, checkst so. Aber egal, das ist gar nicht das Thema. Also, Bro, natürlich, ich hatte Zeiten gehabt, wo ich durch Instagram Leute kennengelernt habe. Würdest du sagen, du hast gewisse AIs trainiert? Mit deinen vielen Slides? Oder? Bro, können wir das Thema jetzt so... Okay, sorry, das Okay, ist gut. gut. Aber das mit AI, ich muss ja noch bringen. Das ist gut, das ist echt. Ich wollte nicht sagen, ich hätte ein Buch schreiben. Aber. Nein, Spaß. Bro, ich kann auf jeden Fall. Instagram ist ein guter Wingman gewesen, Bruder. So, ich habe gut klar gemacht über Instagram. Ich bin auch klar gemacht worden über Instagram. Bro. Ist ja voll okay. Ist ja wirklich easy. So, wenn dir gefällt, du schreibst dieser Person, machst ein DM, irgendetwas, reagierst dort hin und her, voll easy. Aber Bruder, wenn du 6-mal schreibst, es kommt keine Antwort. Ey Bro, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, ich wäre dafür, dass man so Leute, es gibt für alles mittlerweile eine Seite. So, Szene ist das, Gesichter So das, expose quasi. Single, Bro, post einfach. Post einfach. Expose dich einfach. Ich würde einfach sagen, und heute haben wir den Peach vom Tag. Wirklich. XNV 19 irgendetwas. Seit 7 Tagen, er lässt nicht locker. Geben wir ihm einen fetten Applaus. Er zieht Wirklich? konstant durch. Wahrscheinlich das Konstanteste, was er in seinem Leben durchgezogen hat, der kleine Huhn. Geile Idee, Bruder. Und dann gibt es noch die Paradebeispiele von Typen, die das Gefühl haben, ey, sie hat nach 5 Mal nicht geschrieben. Vielleicht schicke ich einfach ein Bild von meinem Schwanz. Vielleicht, weißt du, Vielleicht hilft das ja. weil ich habe es auch so in der Erziehung kennengelernt. Ja. Wenn du eine Frau 5 Mal dir Nein sagt, schick ein Penisbild. Schick einfach ein Penisbild. Weil das Icebreaker. Ja, Die beste meisten Idee. sagt sie so, okay, cool, ich habe gar nicht gewusst, dass du so einen Penis hast, krass. Ja, dann schreibt sie, krass, der Schwanz ist ja wirklich Und ich mir schon immer gewünscht habe. richtig schön auch, weißt du?
So, das habe ich... Hättest du auch von Anfang an den Schwanz schicken, ohne schreiben, hätte ich ja gewusst, dass du bist. Aber ja. Ja, nu. Auf jeden Fall, dann hat sie mir ein paar Geschichten erzählt und dann gesagt, komm, schick mal die lustigsten Slides. Eine postet das Bild vom Nintendo-Logo. Ah, der ist geil, der ist geil, der ist lustig. Die ersten 3 Buchstaben, Nin, und nachher ein Bild von ihr Ja, und nachher Do. ja. Und in der Mitte 10, wegen Es ist es ist 10. Genau. Von 1 bis 10, was gibst du denn für eine Note? Der ist lustig, Bro. Der ist gut. Der ist lustig, wirklich Bro. gut. 8, 9. Ich sage auch 8. Okay, machen wir ein Spiel. Aber wahrscheinlich würden andere halt eher weniger sagen, weil sie Leute, die Nintendo nicht kennen, deswegen sage ich schon 8,5. Ja, aber ist nicht schlecht. Ja, sicher, der ist ganz gut. Dann postet eine ein Bild von sich und schreibt, schau, wie dumm ich aussehe ohne dich. Ey, Bro, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Sag dir ehrlich, Bro. Eigentlich wirklich nicht schlecht. Eigentlich nicht schlecht. Sie haben mir wirklich ein paar lustige geschickt. Ja. Aber auf der anderen Seite, Also wenn jetzt als nächstes der mit «Oh, sorry, mein Hund hat seinen Ball verloren» in den DMs. ja, Komm zurück. gut. Also, Ja. Aber auch nicht schlecht. Was gibst du dem? dem jetzt? Ja, Der ist gut, Bro. das ist auch nicht schlecht. Also, aufs Foto halt drauf an. Ja, zeig mal nur schnell, weil der Inhalt ist ganz okay, Ja. aber es ist nicht darauf, wenn er sich jetzt auf ein Foto stellt. Nicht, er schaut einfach so ein Selfie. Er zeigt einfach. Schwierig. Es wäre lustig, wenn er sich zum Idiot kommt. Ja, weil, nein, aber es ist ja lustig, dass ich noch ein bisschen für das Bild Mühe gebe, weißt du, so, keine Ahnung, wie so ganz Körperfoto, weißt du, und einfach so ein bisschen traurig aussieht. Ja, ein bisschen lustig, gut, weißt du. fair, den sehe ich. Den hätte ich auch gepackt. Also ich gebe dem ein solides 7. Vielleicht 6,5. Wegen es ist halt bildabhängig. Auch nicht schlecht. Sie postet eine Story von sich, Mhm. wo sie ein enges Kleid hat. Mhm. Und- Ein einfach nicht Game am checken, ohne mich. Und dann schreibt jemand, du hast Schönheit von 7 Dörfern geklaut. Ein Slide, damit ein Slide passiert ist, nennt Genau. man das. Gut, das lernen wir glaube ich aus. Das ist eigentlich gar nicht erst. Uff. Einer schreibt, ich habe 70 Möglichkeiten, um dich Ich sehe schon Anspielung auf 69. happy Ja. machen. Ja. Das erste ist eine grosse Umarmung und die andere ist 69. Bro, ganz ehrlich, so Sachen würde ich zu gern, Mhm. eigentlich wäre zu lustig so Sachen, so, sind die über 16? Ja. Ah, schade. Elterngespräch, Bro, direkt. Direkt Termin mit Eltern, Ich will einfach, nein, wenn ich Lehrerin wäre, ich will ein Elterngespräch machen. So, ihr Sohn ist an und für sich nicht schlecht Mhm. in der Schule. Ja, was er sehr schlecht ist, sind Manieren. Ja. Das Ach, wäre also. sehr geil, das wäre sehr geil. Also als absolutes Eis, sage ich. Bro, aber das Also ist, peinlich. das verdient nicht aufgelistet werden. Peinlich. Also, so jemand, ganz ehrlich, sehr wahrscheinlich für den Rest des Lebens asexuell. Ja. Sehr wahrscheinlich. Dass der überhaupt etwas spüren wird, jemals in seinem Leben. Denke weniger. Außer vielleicht Umarmung von jemandem, der ihn braucht. Der nächste ist ein Klassiker, meiner Meinung nach, habe ich auch schon öfters gebracht. Ich bin auch nicht so stolz drauf. Warte. Story. Was, So, sorry? also ist es eine Story oder ist es ein DM aus dem Nichts? Es ist ein DM aus dem Nichts. Wow, einer, ich weiß nicht mehr genau, einer habe ich im Kopf, so eine Vorlage von dir. Auf jeden Fall, er schreibt, let me spoil you. Also quasi, lass mich dich, wie sagen wir denn? Lass mich dir so Princess Treatment geben. Dann schreibt er, oh shit, sorry, Autokorrektur. Wie geht's dir? Ich muss sagen, bei mir hat es ein bisschen anders angefangen. Ja, logisch, Damals? logisch. Bei mir hat es, egal, auf jeden Fall, es sind ein bisschen Der ist jetzt. direkter. Ich finde Ja. auch so der in der Der ist wenigstens ist das ein Anständige. ein Anständiger. Ein Anständiger in Was erster bei mir Linie. nicht gewesen wäre. Ein Anständiger in erster Linie. Und zweitens ist das ein herziger, einmaliger Versuch. Voll. Also ich weiß nicht, was nachher passiert ist, wo sie ihn ignoriert hat. Vielleicht hat er dann weitergeschrieben, aber grundsätzlich ganz Sie okay. müsste das Ding immer noch annehmen. Aha, okay. Die DM. Ja, Bro, er hat versucht. Er hat versucht. Er hat Bro. versucht, er hat daran geglaubt. Ja. Und er hat es bei einem Versuch sein lassen, Respekt. Du sagst auch niemandem, der Fußball spielt, so hör auf, versuche Goal zu schiessen. Checkst? Auch wenn du nicht triffst, so probierst du. Aha, so meinst du, okay. Ich kann gerade sagen, wieso du, jetzt kommt das typische, Bruder, ein Goal ist da da. Nein. Oder was ich meine? Ja, safe. Ähm, Also ich gebe dem ein solides
es ist ein hoher Vers 3. Voll. Ich finde sogar das 5 wegen anständig, Bro. Komm, gib mir da anständig mal höchstes Rating. So, geil ist ich, Bro. Ja, ja. Du hast es probiert, Ja, du safe. hast nicht getroffen, Du hast Manieren gehabt. und dann hast du es lassen. Ja, fix Chillig. 5. Das Voll gibt dir einen guten Pluspunkt. Genau. Was halt hättest du können machen, wäre einfach mal nicht so einen schlechten Spruch bringen. Ja, vielleicht. Aber bleib anständig, das kommt gut. Der ist geil. Eine postet schickt das Foto vom Steve Curry, der Basketballer. Den kenne ich, der ist gut. Und dann steht so hey, weißt du, und der Steve Curry schießt quasi hey Ja. in DMs. Und sie postet das Bild von einem Lakers Defense-Spieler, wo der Ball ab. Ja, sowieso. Sie antwortet, Schade war's. Genau, antwortet mit dem. Finde ich sehr geil. Ja. Aber auch da wieder, Bro, es ist einfach nicht kreativ, oder? Ich meine, das haben wir schon 1000-mal gesehen. Ja, Bro, es ist, also zum Beispiel, Bro, ich bin halt nicht so Fan von eben so Sachen, Bro. Hast du nicht gern? Es ist zu oberflächlich. Zu oberflächlich. Wenn du jetzt ein DM würdest bekommen, Ja, wie hättest du es am liebsten? gar nicht. Also, okay. Ja. Mal Aha, angenommen, ich kann es nicht kontrollieren und du ich... bist Single, Okay. du bist Single. Würde ich sie gerne bekommen. Bro, ich glaube, wir Männer werden nicht so oft... Ah. Also ich werde nicht so... Keine Ahnung. Wir Männer werden nicht so oft, glaube ich, angeschrieben. Und deswegen sind wir grundsätzlich mal froh, wenn überhaupt etwas passiert. Mhm. Und ich glaube, wenn etwas passiert, kann ziemlich vieles passieren. Ich glaube, wenn unter die Gürtellinie geht, dann ist es mutabhängig von Männern. Stell dir vor, also, was ist unter der Gürtellinie? Sie schreibt so, komm da an die Uhr, so ein Schwanz im Mund. Irgend so etwas, ja. Ja. Check, das ist unschuldig. Also zum Beispiel, eben, es gibt Leute, die können One-Night-Stands machen, es gibt Leute, die können nicht. Und es ist voll menschabhängig. Aber eben, Bro, ich kann... Bro, wie soll ein DM von mir auf mich... Ich habe keine Ahnung, Bro. Ein DM sollte... Oder sag mir mal. Weißt du was? Ja. Mich zum Töpfer einladen. Das ist ein Insider. Leute, die verstehen, die verstehen. Okay, ist gut. Mich zum Töpfer einladen. Ja. Okay. Oder sag mir mal, es gefällt dir eine mega fest. Mhm. Wie würdest du ihr jetzt so... Ich weiß nicht. Eben, so Instagram bin ich nicht so Fan. Mhm. Ist aber halt einfach diskreter, Korb ist Korb, dann ist auch weiter fertig. Checkst. Aber, keine Ahnung. Ich habe einfach nicht gerne die Hemmschwelle. Mhm. Verstehst du, dass das Schüch erst antastet, so, du bist ja so, das sind deine Ticks, so, okay, du tickst ja so. Bro, am besten, man sieht sich irgendwie draussen. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen kreuzt es sich weg. Mhm. Irgendwie vielleicht. Und dann schon mal die Hemmschwelle weg, Bro, du hast den Mensch vor dir. Aber das, zum Beispiel, dein erster Kontakt passiert ja oftmals über Social Media, ja, Social fix, Media. ja, fix. Ja, safe. Ja. Also eben, wo wir dort neu gezogen sind in die Wege, sind wir ziemlich viel im Ausgang gewesen. Ja. Und in dieser Phase sind wir alle Single gewesen, fast alle eigentlich, aber du hast so richtig gemerkt, so, gewisse Leute haben es voll ausgelebt. So, die haben Max, weißt du, jedes Weekend und so. Gewisse sind einfach Ausgang gegangen, haben es lustig gehabt, haben lustige Sachen gemacht und nachher hast du dort Leute kennengelernt. Also immer, ich glaube, es hat 1, 2 Leute gegeben, die so ein Instagram-Game aufgebaut haben, zum Leute anschreiben. Und der Rest ist sowieso einfach gut Glück, weißt du, draussen kennenlernen vielleicht. Und das, also ich bin von dem Fan so. Check. Auch nur einfach, weil, keine Ahnung, die Hemmschwelle so zum aufeinander anständig sein, Rücksicht nehmen und schüch sein, die fallen auch weg. Und dann kannst du dich von Anfang an gehen lassen und dann schaust du, ob die Person sagt, ey, so wie du bist, gefällst mir, oder so wie dich verkaufst auf Instagram, gefällst mir. Checky. Okay. Ja. Also gesagt, das ist schon das Bild. Das ist vom... die Person hat wie so... Ich weiß nicht, was das genau für eine App ist. Das ist irgendeine Dating-App. Und die Person hat ein Bild von sich... hat quasi ein Like geschickt. Und das ist das Bild von dieser Person, die der Like geschickt hat. Genau, also der Typ sieht aus... ist der gerade mit in der Situation vielleicht? Bruder, also... Nein, er hat so crusty Lips, so trockene. Er hat fast kein Oberlippenbart, aber dafür einen sehr langen und unpflegten Restbart. Der Dude. Er fährt Subaru. Er fährt wahrscheinlich Subaru, so Sein Freund ist 10 Jahre jünger als er. Sein Freund ist 10 Jahre jünger als er, so wie er aussieht, genau. Und das Krasseste ist seine Bio. Seine Bio ist... Jetzt kommt's. Halt dich fest. Seine Bio ist das. Zitat. 24 cm. Zitat Ende. Gewisse Menschen, Ja. vielleicht
ist ganz okay, nur mit Gummi ficken. Vielleicht ist ganz okay, nur mit Gummi ficken, Bro. Weil gewisse Menschen musst du vielleicht nicht reproduzieren. Vielleicht. Also was Vielleicht würde mich als Vater schämen. Ich schwöre auf alles. Ich bin mich wirklich am Fremdschämen. Also weißt Nicht, weil ich sogar eher- sogar wir mit unserem kulturellen Background haben unsere Eltern, unsere Familie auf Insta. Ja. Oh, das ist eine Dating-App. Aha. Aber gleich, Bro. Aber das trotzdem, ist Bio, Bruder. Also weißt du, so... Denkst du, irgendjemand schaut das Also die Beleidigung von Gesicht an ja. und denkt sich... Ah, okay, immerhin hat er anscheinend einen grossen Schwanz. Ich nehme ihn jetzt. Also... Bro, wenn du einen 700 PS Ferrari hast, musst du auch noch Ferrari können fahren, Bro. Ja, Bro, aber das ist einfach... Also ganz ehrlich, das ist einfach grusig so etwas, oder? Ja, Ganz ehrlich. ja, sehe, es ist ekelhaft, es ist grusig, das ist wieder das, was wir sagen mit Anstand. Aber, weißt du, ich meine, dann kommt wieder das Thema, ja, was ist, wenn man nur das eine sucht? Ja, Bruder, für das zum einen suchen kann man auch anständig diskret sagen. Auf der Suche nach nicht etwas Ernstem. Fertig, Bro, ein Satz, Alter. Ob das jemand peinlich findet oder nicht, ist doch scheißegal, aber du kannst es ohne den nicht... Ah, man, 24 cm. Einfach etwas. Einfach am Lügen. Der Dating-App, der Typ ist fucking 25, er schreibt #Snap. Sie schreibt nein. Noch schreibt er, okay. Tut ihn Booty jiggle, schreibt er. Ey, Bro. Das ist... Der hat dich verwünscht, hä? Das ist wie das vom Elf und dann einfach so Zwischensequenz. Bist du homosexuell? Nein. Denk wieder. Bro, ich habe jetzt auch eine gesehen. Eine hat auch ein DM auf Threads postet. Postet? Ja, postet. Ja. Auch schon. Ja. Und einer hat sich tarnt. Er hat gedacht, das fällt nicht auf, er hat sich tarnt als Frau. Ja. Und er hat so einen Text geschrieben, nur zu erklären, dass er wirklich eine Frau ist. Und nachher die eigentliche Frage. Ich habe so diese Titel wie du, wie kommst du damit klar? Und nachher so, vergiss nicht, ich bin eine Frau, Slay. Was hat er will? Titelbilder haben? Er hat einfach anfangen, nachher, ja, sag mal, wahrscheinlich. Alter Scheiße. Dumme Sieg, man. Auch da wieder Trash. Einfach, du bist 25, frag mich Ja, auf Snapchat. also, das könnte wahrscheinlich der sein von vorher, wo 10 Jahre jüngere Ja. Freundin hat, weil, Bro, Snap. Bist doch ehrlich, Alter. Dann, sie matcht mit einem und die erste Nachricht ist, willst du ficken? Mhm. Okay, straight to the point, easy, mach dein Ding. Ja, man kann es immer noch anständig verpacken, aber ja. Dann, Vor allem, wieso reden wir eigentlich so viel Verstand? Wir, die die ganze Zeit so Hurensohn, du dein Vater, deine ja Mutter. Bruder, egal, Bro, es ist Egal. einfach peinlich. Auf jeden Fall, auch da wieder Dating-App. Mhm. Er schreibt das Wort ohne Fragezeichen, nichts. Er schreibt auch Ficken? Er schreibt auch Sex. Aha. Sie schreibt Füßt, Fragezeichen. Nicht mehr. Kannst du mal, ich kann nur schnell wundern, wie der optisch aussieht, der das geschrieben hat. Sex kennt er nur davon, dass er seine Eltern im Arbeitszimmer bumsen gehört, Alter. Alter, Der weiß sich nicht, was Sex ist, Was für man. ein Michi. Gut, dann, ich habe eine lange Nachricht für dich. Mhm. Hallo. Nachher das Emoji, wo Hand. Hoi. Hallo. Das sind schon nach jemandem, der Dropshipper wird verkauft. Du siehst super aus. Nachher das Emoji mit Sternen. Oh, ja? wow, das wird super, oh mein Gott. Hättest du Lust auf ein Shooting? Fragezeichen. Nachher Foti-App. Foti-Emoji. Ist natürlich bezahlt, keine Angst. Ich habe ein neues Studio eröffnet und suche neue Models, die mir helfen, das aufzubauen. Bei Interesse schreibt mir da oder im WhatsApp. Gruß David. Scheiße. Nein, er heißt gar nicht so. Ja, scheißegal. Also, Egal, Bro. Egal, nein, expose dich, du Hurensohn. Ja. Er schreibt das. Nachher kommt keine Nachricht. Also erstmal, das ist die absolut... dreisteste, unprofessionellste, gelogenste, hurensohnhafteste DM. Und Was hast du das Gefühl, du kannst Frauen rufen und nachher ziehen sie sich aus, nachher wieder Pornos. so ein ekelhafter Hund, wirklich. Also ganz ehrlich, eigentlich, es wäre lustig, hätte sie jetzt einen Freund und er wäre ein Wash. Und wir jetzt schreiben ihr auf ihrem Handy aus, hättest du morgen Zeit, ich will gerne vorbeikommen. Und dann kommt einfach der Wash
mit Perücke und sagt, ich bin jetzt er. Aber kein Problem, Baby, machen wir ein Foto. Alter, das Dann ist einfach schnell ein paar wirklich- Füße. Nein, aber das ist wirklich das Schlimmste. Weißt du, du verkaufst deine Arbeit so quasi damit. Er macht die Arbeit gar nicht. Verstanden, kannst du das Studio ist das Wohnzimmer, Bro, und die Cam, die er hat, ist die Nikon Cam, die ihm sein Vater vor 6 Jahren geschenkt hat, weil er gerne Autos gefüttert hat. Nachher schreibt er ein paar Tage später: Ah, du bist auf Tinder. Zwinker. Und dann, nochmal ein paar Tage später, Also der gleiche. der gleich. Nochmal ein paar Tage später schreibt er: Hast du Lust auf Sex? Wir können auch ein Tape machen. Also eben. Aha. Hey, Shooting? Ja, ja. Hey, willst du Tape machen? So eine ekelhafte Missgeburt. Sag mal, mir Ich sehe schon. nichts. Ich sehe nichts. Schade, der Nuttensohn. Aber ja, grusiger Mensch. Ekelhafter Mensch, Bro. Also stell dir vor, die Vater hat die Mutter so kennengelernt. Nein, nicht mal, kein Mensch lernt sich so kennen und bleibt nachher zusammen. Das endet nie gut, das ist wie Horrorstory, Bro. Du kommst in den Knast für den Scheiß, glaub mir. Wirklich, Bro. Jede Horrorstory fängt doch so an. Irgendein No-Name, irgendein. Ich habe letztens wieder das eine gesehen, wo schon vor längerem passiert ist, aber wie der eine so ein Tinder-Match zu sie, also zum Hotel eingeladen hat. Mhm. Und nachher hat er sie ja umgebracht und nachher in die Köpfe rausgebracht und so. Boah, hör auf, Bro. Bro, deswegen, ich sage nicht, er ist so einer, garantiert nicht, aber was hat das Gefühl, er kommt Shooting, also Bro, was hast du das Gefühl, Leute vertrauen dir aufs Mal. Wenn du das ernst meinst, steht mit dem Insta, aber weil du nicht ernst meinst und keinen professionellen Auftritt hast und du denkst, du bist ein krasser Sicher, willst nur ficken und kommst auch so scheint's über, hast du das Gefühl? Bruder, ich hätte gern mit Namen und Bild, aber leider zu dem Schutz hat sie leider alles gestrichen. Grusig ist hier. Spaß, Alter. Wirklich. Gell, das Fetter macht einem so hässlich. Ja, Bro. Dann schreibt ein anderer am 18. Januar: Hey, hübsche Frau. Okay. Nachher, easy, oder? Okay. Kommt keine Antwort. Dann schreibt er: Hast du Lust auf meinen Grossen? Am gleichen Tag. Einen Tag später. Okay, Tag später, ja. Und schickt das Bild. Bist du bereit? Ah, Bro, ich Sorry, hatte du musst es sehen, Bro. Nein, du musst es schnell sehen. Nein, Bro. Nein, der Nein. Witz ist das. Bitte, Bro, schau. Bro, der Schwarz ist etwa 5 cm groß. Was bist du für ein Newtonsohn, Bro? Oh mein Gott. Schreibt er: Hast du Lust auf meinen Grossen? Dann zeigt er so einen kleinen Lümmel. Also erstens, wieso? Was soll das? Hat er vielleicht wenigstens. Nein. Ich sage nicht, wieso? So. Aber zeig sie ins Gesicht. Siehst du auch Mir. nicht? Also nur Oh, von. doch. Oh mein Gott, nur ein bisschen so. Es sind nicht mehr die, Bro. Es sind immer die. Es sind nicht mehr die. Es sind immer die. Nachher so Stecken neu im Bahnhof Ja, und die ja. Goa-Dings. Es sind nicht mehr die, Bro. Hey, ganz ehrlich, bitte, es ist so peinlich. Hör auf deinen Schwanz anderen Leuten schicken. Hey, ich war voll dafür. Immer noch, Bro. Der Post hat den Scheiß, Bro. Ja, nein, nachher haben wir das andere auch gesehen. Ih, Bro, Post hat den Scheiß, Bro. das sind Opfers. Ist das vielleicht die betroffen ist? Ja. Ich glaube. Zeig schon. Also die, wo das dir. Ist das die, die ich jetzt gerade im Kopf habe? Ah nein, okay. Ah, du, ich weiß, was du gemeint hast. Wahrscheinlich. Ja, ich Ja. weiß genau, was du gemeint hast. Nein, ist nicht sie. Krass. Also einfach ein Bild von, also das ist das Dümmste und vor allem ist das in der Schweiz. Ist das strafbar? Ich weiß nicht, ob ich heute etwas gelesen habe, dass sie Stalker per Gesetz stimmt. strafbar machen und so. Was vielleicht auch unter das geht, während du 5-6 Tage lang hintereinander schreibst, ohne ihn loslassen. Hey Bro, es wird eigentlich immer schlimmer. Einer schreibt: Hey, hast du Lust, deine Brüste auf meinen Kopf legen? Hey, faire Frage. Wirklich fair. Hey, danke für die Frage. Danke für deine Anfrage. Was haben wir noch? Also, look, ich habe da letzte auch. Nein, sorry, ich habe nichts. Habe nichts. Da ist auch wieder etwas. Er schreibt: Hey, was läuft? 2 Tage später: Was läuft? 3 Tage später: Hey, schreib mal zurück. Einen Tag später schreibt er: Gut Sex. Bro, What the fuck, Alter? Das sind. der ist auch geil. Look, er schreibt: Hoi. 2 Tage später: Hallo. 5 Tage später: Hallo. Nachher: Fuck you. Bro, ich wäre immer noch dafür, dass man die einfach postet, exposed. Also vor allem die halt, die so unter die Gürtellinie gehen, weißt du? So einer mit Fuck you und so, okay, kannst du darüber reden. Aber solche Leute, Bro, posten sie einfach. Ja. Posten sie einfach. Und die Insta-Seite muss einfach leben. Also nicht keine Story machen, ja nicht eine Story machen mit den Chats, als Beitrag posten, weil die Person wird sich schämen, die nächsten paar Jahre überhaupt eine Frau anschreiben. Überhaupt.
Der wird alles von sich löschen, weil er merkt, fuck, ich schäme mich zu fest. Bruder, ich weiß gar nicht, was sagen. Einer schreibt, schau das an. Einer schreibt, hey, du bist voll sexy, ich würde gerne mit dir einen Joint rauchen. Im Moment bin ich im Raff, also ich hätte Zeit. Ich bin verwirrt. Er so, weißt du, ficken, gib Bescheid, will ich habe Zeit. Alter. Dann postet er ein Bild von sich, so. Ich weiß auch nicht, was ich dazu will sagen. Hey Bro, das sind einfach Leute, die so in Büros arbeiten, Ja, ja. Mann. Ich habe gedacht, das sind jetzt wahrscheinlich irgendwelche dumme Kennex, Bro. Der geht wahrscheinlich am nächsten Tag irgendwelche Leute verteidigen vor Gericht. Bro, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und dann schreibt einer als erste Nachricht, Bro, als erste Nachricht, hey, ich wollte fragen, ob ich mit dir meine Kings darf sharen, bevor wir miteinander Intim werden. intim werden. Ja. Als erste Nachricht, Bruder. Erste Nachricht. Du gehst davon aus, dass... Und dann sagt sie, Ich habe gesagt, dass sie ja erzählt, dann hätte ich alles postet auf der Instagram-Seite. nachher sagt sie, das hat sie auch gemacht, Ah, aber auf okay. ihr Privat Finsta quasi. Okay, genau. ja. Dann schreibt sie, und was wäre das für Kings? Oh geil, jetzt kommt's. Aktenkoffer in mein Fiedli. Also, Face Abuse, schreibt er. Also, einfach, Also er oder dass er schreibt- kassiert? Er ist er kassiert. So geil. Zu easy. Kein Problem, gib Bescheid. Analplay, NS. Mhm. Weißt du, was das ist? Ja, ja. Nein, sag mir es nicht, weißt du. Bro, ich weiss. Also, was ist? MS-13. Nein, NS. Ah, NS. Ja? Sag mal, was du denkst, sag. Ist ja okay, dass du nicht weißt, Bro. Ich weiß nicht. Okay. Ich bin froh, dass du nicht weißt. NS ist, steht für Natursekt. Kannst du dir etwas darunter vorstellen? Sekt. Natursekt. Natursekt. Mhm. Dusse. Mhm. Ein Sekt in Arsch. Sekt ist ein alkoholisches Getränk. Eben Sekt eigentlich. in... Aber jetzt überlege mal, welche Farbe hat das? Oh. Oh mein Gott. Ja. Der gute Dings-Schauer da. Golden Shower. Genau der, Bro. Genau Okay. der. Und noch ein paar andere. Okay. Auch geil. Ja. Okay. Cool, ey. Ganz fair. Wie Bewerbung, weißt du? Der Hurensohn. Ja, kannst du mir seinen Namen auf Insta zeigen? Ich bin zu wundern, ich muss auch abchecken, wer das ist. Es gibt ihn nicht. Aber Aha, der ist Bild, die App wahrscheinlich. genau, das Bild ist so. Der sieht aus, als wäre er abused worden am Monaco. Alter. Der ist auch geil. Hast du Bock auf ein Wett? Wenn ich gewinne, machen wir am Dienstag ab. Wenn ich verliere, machen wir heute ab. Und wenn du gewinnst, kannst du etwas aussuchen. Ich hätte ihm gesagt, schieb dir einen Baseballschläger nach und mach es wieder und schick mir. Alter. Dann wird es veröffentlicht. Der auch wieder ein Paradebeispiel von Anstand. Mhm. Hey, ist ein bisschen taktlos vielleicht, aber darf ich dich fragen, sind deine Titel echt? Hey, wurde taktlos? Aber fair, dass du so fragst. Ja. Ah, man nachkommen, Bro. Hey, Bro, es gibt alles möglich auf dieser Welt. Ich weiß nicht. Der ist geil. Sorry. Ja, alles gut, Haus. Sie schreibt, heb Fresse. Ich sehe die vorige Nachricht nicht. Er schreibt, was meinst du? Also heb sie, schreibt sie. Mhm. Und er schreibt, ich interpretiere das mal als heb deine Fresse. Fragezeichen. 3 Tage später. Haha, okay, ich kann es mir noch denken. Das ist ein geiles Tier, ich denke dir ehrlich. Er hat einfach so, ey, einfach das weißt. Ja, check. Ey, Bro. Das ist ein geiles Tier, Bro. Ey, Bro. Oh mein Gott, Alter. Er so, hey, das zeigt ist gut. Und ein grandioser Abschluss. Damn, also sie matchen auf Tinder wahrscheinlich. Und dann schreibt er, damn, deine Titel sind mega geil. Sitz auf mein Gesicht. Nicht mehr. Okay. Okay. Like, was soll ich sagen, Bro? Bruder, Oh ich mein weiß Gott. nicht. Hey, also, ich höre immer wieder von Kolleginnen, was für dreiste Sachen man Leute versuchen und wie respektlos und frech die sind. Und ich hasse uns, Bro. Ganz ehrlich. Ich hasse Männer, Bro. Ich hasse uns, Bro. Ich hasse, ich hasse uns. Männer, Bro. Ich hasse uns ganz fest. Aus dem einfachen Grund, ihr habt ein Paradebeispiel gehabt jetzt. Mhm. 15 Minuten, 20 Minuten. Wir können nicht mal anständig kommunizieren.
ohne dass wir irgendeinen dummen Scheiß rauslassen unter die Gürtellinie, Bro. Voll. Also zum Zusammenfassen, für alle, die sich überlegen, irgendjemand anschreiben auf Instagram, den Kontakt suchen ist in Ordnung. Wenn du es anständig machst, wie zum Beispiel du schreibst, hey, Du bist ein Simpa. du bist ein Sempa. Gibt es Käferli? Ich sage, hey, du gefällst mir mega, ich würde dich gerne kennenlernen. Oder hey, hättest du mal Lust, einen Kaffee zu trinken? Du interessierst mich. Easy, gut. Das? Ja. Nein, einfach ein Schwanzbild schicken. Macht man nicht. Also Fotograf machen. Also Fotograf machen, damit du sie in dein Studio kannst holen, um sie dann zu ficken. Macht man nicht. Und Die ganze penetrant mehrere Tage hintereinander schreiben und Kanter bekommen und immer noch weiter schreiben, macht man nicht. schreiben und nachher beleidigen, wie man Kantor bekommt, macht Macht man nicht. Und schreiben, hey, sitz mir aufs Gesicht, machst du nur, wenn du wirklich gut aussiehst. Genau. Sag, wie es Oder du ist. schnell Grund bist. Oder ich Nein, voll. Ich würde gerne noch abschließend Ja. sagen, mich nimmt es doch noch Wunder, oder uns nimmt es doch noch Wunder, unter diesen Leuten, die jetzt die Folge hören, wenn wir uns daran erinnern, haben wir es online stellen. Ja. Wir werden einen Fragesticker stellen. Auf Spotify. Genau. Und es wäre super, wenn ihr mit der schlimmsten, komischsten, egal was du für ein Geschlecht hast, schreib uns einfach die dreistigsten, kompliziertsten und hässlichsten Sachen, die du jemals als Slide bekommen hast. Voll. Weißt du was, wir machen den Link in unsere Beschreibung. Ja. Da könnt ihr uns reinschicken. Und plus machen wir eine Umfrage, die sehen wir da unten bei Spotify, wo wir fragen, hey, sollen wir das Format wieder mal machen oder nicht? Geben wir uns Bescheid, was ihr davon haltet. Ja. Wir können es auch ausweiten, weißt du, so generell die komischsten Slides, weißt du? Voll. Vielleicht haben wir da auch Männer-komische Slides über. Ja. Genau. Aber es wäre wichtig, dass ihr einfach mal votet und sagt, wie ihr das Format gefunden habt, weil ich es eigentlich ziemlich lustig Ich habe es auch gefunden. sehr lustig gefunden, sehr geil. Ich habe es sehr lustig Können wir gefunden. wieder mal machen. Yes. Ja, Serhat, ist ein schöner Tag gewesen heute. Julisch. Let's go. Let's go. Let's go. Gute Nacht. Gute Nacht, liebe Leute. Und man hört sich. Bis zum nächsten Mal. Das ist der Kurz- und Mittelmorgen.